your ETA? I'm heading back now. Over. Proceed to 26.133 degrees north, 3.628 degrees east. Got it. BAW-705 Heavy, hold position. I'll get you moving in a minute. BAW-705 Heavy, holding November. 107 Heavy, you're cleared to go. Opening north right. Check. 107 Heavy, you are cleared for departure. 277, check. Ja, das war das atemberaubende Intro zum neuen Strategiespiel Anno 2205. Ganz frisch auf den Markt gekommen und ich freue mich, das nun mit euch endlich starten zu können. Ich warte schon so lange darauf und bin ein kleiner Anno-Fan, habe auch schon 14.04, 15.05, 2070 natürlich das letzte Mal gespielt, was wir das Let's Play einfach mal abgebrochen haben, wie ich es ja ab und zu mal mache. Doch es kommt ein neues Let's Play, ein neues Spiel. Ich hoffe, das wird euch gefallen. Ich bin gespannt. Ich spiele Anno 2205 jetzt völlig blind, bis auf das wenige, was ich an der Gamescom schon ausprobiert habe. Und ich will auch nicht mehr lange drum herum reden. Ich will hier schnell den Einstellungen was anpassen. Und zwar die Audioeinstellung. Werde ich jetzt hier einfach, kann man ja auch die einfach mal 50% runterschrauben. Also sagen wir 60%. Nicht, dass man mich plötzlich nicht mehr hört. Musik vielleicht 70, so. Den Rest lassen wir oben. Tastenbelegung muss ich nichts ändern. Gameplay, alles lassen. Grafik ist, glaube ich, ziemlich. Ich jetzt alles mal auf Mittel eingestellt. Ich konnte leider mit dem Grafiktreiber das Spiel nicht optimieren, weil es noch nicht gefunden hat oder noch nicht kennt. Keine Ahnung, aber ich lasse es jetzt einfach mal alles auf Mittel. Wahrscheinlich ohne Fraps ging es schon ziemlich hoch, aber mit Fraps bin ich mir da nicht so wirklich sicher. Ja, ich möchte die einstellen. Oh, upsla, das war falsch. Ah, das ist geblieben, okay. Okay, gut. Lassen wir das einfach mal so und dann will ich mal sagen, was haben wir hier noch? Ah, die Credits. Nein, will ich nicht. Gut. Das ist ausschalten, ne, und ein bisschen Information, Ubisoft Club, Code einlösen. Na, ich würde sagen, wir starten einfach mal ein Spiel. Ich freue mich, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind. Samantha Beaumont, Leiterin des Mondlizenzierungsprogramms bei der Global Union. Ja, hi. Es gibt viel zu besprechen, aber zunächst möchte ich Ihnen Adam vorstellen. Adam. Eingehende Nachricht. Danke für Ihre Teilnahme am Mondlizenzierungsprogramm. Das Programm schreibt vor, dass Ihre Unternehmen funktionsfähige Raumhäfen als Basis für eine neue Mondkolonisierungswelle baut. Sie werden die Global Union ferner bei der Entwicklung eines Fusionsenergiereaktors unterstützen, um die bevorstehende Energiekrise auf der Erde zu verhindern. Die Global Union wünscht viel Erfolg. Okay, da kriegen wir schon mal eine Aufgabe zugeteilt. Offiziell sind nur Megacorps im Programm zugelassen, aber ich habe mich persönlich für Sie eingesetzt. Sie müssen sich nur noch mit dem Namen Ihrer Firma anmelden. Firmenname. Coolio-Offizierung, nee. Coolio GmbH. Nein. Coolios. Scheiße, was soll ich denn? Keine Ahnung. Komm, meine Coolio GmbH. Schreiben das so? Und dann schreibst du auch GmbH. Glaube ich, ne?
Coolio GmbH. Ich bin einfach fantasielos, scheißegal. Die Firma heißt jetzt so, wir bestätigen Danke. das. Aber ich Oh. muss auch Ihr Firmenlogo sehen. Zum Zwecke der Identifizierung. Panda. Was nehmen wir da? Die Karotte natürlich. Nein, ich weiß glaube schon, was ich nehme. Ich habe es schon gesehen, ich nehme natürlich den Drachen. Jo, oh, es gibt noch mehr. Oh, die sind nicht freigeschaltet. Aber ich nehme einfach mal den Drachen. Meine Vorgesetzten in der Global Union haben Ihnen gegenüber Bedenken geäußert. Aber ich habe sie überzeugt. Sie sind sogar willens, Ihnen erstklassiges Gebiet für Ihr Hauptquartier zuzuweisen. Wählen Sie einen Sektor. Ein Startsektor. Wir haben hier das Wallbruchbecken. Die zahlreichen großen Inseln im Wallbruchbecken bieten viele Mineralien, Ressourcen für Platz für die Siedlung. Das Becken ist für seinen stillgelegten Damm bekannt, der vor Jahren dem Verfall preisgegeben wurde. Okay, da haben wir ein bisschen große Inseln und 2 kleine, wenn das alles ist, was es da gibt. 24 Küstenbauplätze, 17 Bergbauplätze und Energieprojekt. Alles klar, dann haben wir Kap Ambar. Kap Ambar ist ein Inselatoll, von dem aus man leicht auf die vielen Schätze der See zugreifen kann. Schätze der See, das hört sich schon gut an. Gerüchten zufolge liegen verlorene Techniken unter der Wasseroberfläche verborgen. Hört sich interessant an. Ein bisschen weniger Hektaren, sieht man auch ein bisschen weniger Land. 14 Bergbauplätze, aber dafür 32 Küstenbauplätze und das Projekt seltene Rohstoffe. Und wir haben noch Virdische Bucht. Eine kleine, schwer zu besiedelnde Insel ist das Tor zu den gewaltigen Ebenen der Viridischen Bucht. Die beeindruckende Gegend ist die Heimat des neuesten Prestige-Projekts der Global Union. 97.800 Ich will nicht Hektar. unhöflich So, sein, Ruhe da aber drüben. wir haben einen engen Zeitplan. Ja, komm. 13 Bergbauplätze, 27 Küstenplätze und das Projekt Ornamente-Projekt. Alles klar. Schwierig, aber ich glaube, weil ich ein bisschen Fan von Inseln bin und Brücken und das sieht geil aus, nehme ich, glaube ich, dieses Gebiet. Hat zwar am wenigsten Platz, hat aber 32 Küstenplätze, dafür nur 14 Bergplätze. Ich glaube, das kommt alles etwas aufs Gleiche an. Wobei kann man dann weniger große Städte bauen. Ne, ich denke, die sind eh immer etwa gleich groß. Komm, ich nehme Kap Ambar. Wir bestätigen das hiermit. Fast fertig. Wir müssen nur noch die Bedingungen des Vertrags mit der Global Union aushandeln. Alles klar. Alle Einzelheiten festklopfen. Standard, fortgeschritten, Experte. Da ich schon so lange Anno-Spieler bin, wäre wahrscheinlich fortgeschritten angemessen für mich. Aber da ich eigentlich ein entspanntes Spiel spielen will, als Baumeister, nehme ich, glaube ich, einfach Standard. Mit 100.000 Startkapital, erhöhter Ertrag des Lagerhauses und verbesserte Einnahmen pro Angestellten. Oh, wir nehmen jetzt einfach mal die Standard-Schwierigkeit und starten. Oh, haben wir verweiterte Einstellungen. Das Zeug immer dann. Komm, das lassen wir, glaube ich, einfach mal alles so. Ja. Und starten einfach mal das Spiel. Firma erstellen, Coolio GmbH, auf Kap Ambar mit Schwierigkeit Standard. Jawohl. Sie beginnen jetzt Phase 1 des Mondlizenzierungsprogramms. Die Global Union hat Ihnen ein Gebiet in der gemäßigten Zone der Erde zugewiesen, wo Sie einen Raumhafen und eine Operationsbasis errichten können. Der Bau eines Weltraumaufzugs zum Hauptquartier der Global Union ist ebenfalls erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer Kontaktperson. Okay. Ein echtes Inselparadies, nicht wahr? Das Küstengebiet hier ist sehr reich an natürlichen Ressourcen. Ich Ja. frage mich, ob das der Grund dafür ist, dass einer der Big Five hier ein Unterwasserforschungsprojekt plant. Sieht echt nice aus. Was ist das hier? Aber das ist jetzt zweitrangig. Das Protokoll verlangt, dass sie in diesem Gebiet einen Raumhafen errichten. Die Baustelle des Raumhafens an der Küste ist immer noch unbesetzt. Aber sobald sie die nötigen Unterkünfte gebaut haben, werden ihre Bauarbeiter eintreffen. Oh. Ich glaube, das ist meine Kamera, die gerade irgendwie rumgeswitcht ist. Also, wir haben jetzt tatsächlich... Oh, die Macht... Oh shit, jetzt muss ich wieder die anderen... Man kann ja nicht mit WASD steuern, ne? Das muss ich wieder ein bisschen dran gewöhnen. Ich weiß, es sind viele Dinge zu beachten. Aber Adam hat eine Datenbank zusammengestellt, in der sie auf alle nötigen Informationen zugreifen können. Okay, das ist ja schön, gut und nett. So, unser Startplatz ist, soviel ich jetzt verstanden habe, hier.
Und das ist, glaube ich, auch unser Startschiff hier. Ist das Kommandoschiff vielleicht? Upgrade nicht möglich. Alles klar. Was ist das hier? Kann man nicht anklicken. Okay, was ist das hier? Kann man anklicken. Toll. Was steht denn hier? Mondlizenzierungsprogramm Nummer 1 in Arbeit. Ein Raumhafen aufbauen bedeutet viel Arbeit. Holen wir die Profis dafür. Werben Sie Arbeiter an. 0 von 50. Alles klar, wir bauen also einfach mal ein Dorf und versuchen 50 Arbeiter zu kriegen. Dann Wohnhaus. Verbinden Sie es mit dem Lagerhaus. Ich nehme an, das ist das Lagerhaus. Nö. Ist es nicht. Doch, ist es schon. Bauen Sie Reisfarm, bauen Sie Sonnenblumenfarm, bauen Sie Biopolymerfabrik. Okay, das ist eigentlich das, was man an der Gamescom schon ausprobiert hat. Das heißt, so viel ich weiß, mit S kann man hier die Straßen bauen. Genau, das kommt ja hier schon. Aber wir gehen zuerst, das Baumenü, das Abrissmodus, was machen wir hier? Da, das ist das Baumenü. Straßen, was ist das? Das Wohnhaus. Müssen wir denn zuerst wieder irgendwie so einen Platz bauen? Ah, das ist wieder... Okay. Müssen wir nicht wieder zuerst ein Kontor bauen, da so ein Anfangsding? Bauen Sie ein Wohnhaus und verbinden Sie es mit Lager. Ich will nicht irgendwie anfangen, ich würde eigentlich gerne wieder eine... Wie sagt man so schön? Ein bisschen eine Struktur reinbringen in die ganze Sache. Aber vielleicht muss man das gar nicht mehr hier im neuen Anno, wer weiß. Vielleicht braucht es gar nicht mehr. Ah, süß, Tiere. Das ist jetzt das Wohnhaus. Und ich habe mitbekommen, dass man mit Ctrl V... Oh, Vertrag nicht. Mit Punkt und Komma kann ich es drehen, ne? Genau. So, jetzt habe ich schon mal das erste Wohnhaus gebaut. Von Gibt's Arbeit? Wir sind bereit. 25. Also wir haben einen Arbeiter von 25. Machen wir doch mehr. Jetzt haben wir 4 Arbeiter. Und ich würde sagen, wie gesagt, für die Struktur machen wir jetzt einfach mal so da nach hinten ein bisschen. Und dann machen wir da noch ein bisschen nach hinten. Oh, da ist schon was im Weg. Super. Das ist immer eine ganz tolle Welt hier. Oh, das ist Soundeffekte. Gut, weiteres Haus. Dann haben wir nämlich schon 8. Und damit sich die ganzen Leute ernähren können, brauchen wir eine Reisfarm. Ist es das hier wahrscheinlich? Genau. Und ich würde sagen, da fangen wir ein bisschen da hinten an mit den Farmen und diesem Zeug. Machen wir mal eine Reisfarm hin. Organische Nahrung wird von vielen Megacorps als unnötiger Luxus eingestuft. Schön, dass Sie die Meinung der Union teilen. Das ist dann wahrscheinlich die Sonnenblumenfarm. Die machen wir doch mal hier hin. Und die Polymerfabrik wird das hier sein. Dann braucht es Verbrauch pro Minute Bioharz. Das gehört dann in diesem Fall zusammen und darum bauen wir es auch in die Nähe. Gut, das Fehlen von Baumaterial sollte jetzt kein Problem mehr darstellen. Sehr gut. Und jetzt brauchen wir aber noch Arbeiter, darum machen wir noch mehr Wohnhäuser. Die kosten etwas, ne? Okay, da kann ich schon kein Haus mehr bauen, das gesperrt ist. Ah, wir haben den idealen Platz erwischt hier. Wie viel habe ich schon? 15, 25. So. Und dann machen wir hier mal so schwupp. War das so? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Neue Gebäudearten verfügbar. Ach, jetzt schon. Was haben wir denn hier? Transportzentrum versorgt Ihre Fabriken mit Logistikdiensten, um die Produktivität hochzuhalten. Kostet 2.500 und Biopolymere 5. Okay. Und hier haben wir natürlich den Windpark für die benötigte Energie. Wie sieht es mit der Energie aus? Wo sehe ich die? Ah, da unten. 45 noch. Alles klar. Gut, dann bauen wir noch mehr Wohnhäuser. Jetzt habe ich hier... Ah, kann ich ja auch vielleicht gleich 10 Stück bauen? Klar kann ich das. Sehr gut. Und hier mache ich das ja auch mal weiter. So. Und wie viel brauchen wir jetzt noch? 9. Oh. Reichen die Ressourcen nicht mehr, oder was? So, jetzt sollten eigentlich 50 Arbeiter kommen. 25 Gebäude haben wir. Müsste Ihre jetzt Bauarbeiter gehören zu den ersten, die bereit sind. Machen Sie in diesem Tempo weiter. Ihre Konkurrenten werden aufholen wollen. Neues Für die Gebäude nächste verfügbar. Bauphase brauchen Sie qualifiziertes Bodenpersonal, um den Raumhafen betreiben zu können. Halten Sie sich bitte an die Standards der Union, während Sie für die nötige Infrastruktur sorgen. Tun wir doch immer. Wieso hat sie eigentlich einen Stern?
Da. Hey, bitte werfen Sie mich nicht raus. Es ist ein Ich Flugzeug. gehe nur meinem Hobbyprojekt nach. Geben Sie mir 1 Minute, damit ich Ihnen den Wert meiner Forschung zeigen kann, okay? Also hier ist die Okay. Kurzfassung. Ich erforsche alte KI-Konfigurationen. Sie haben sicher von dem Father-Zwischenfall von 2070 gehört. Komplexe KI dreht durch, wirft Atombomben ab. Jedenfalls wurden danach Identitätsunterdrücker in alle KIs installiert. Deswegen sind die heutigen Modelle so vorhersehbar und stabil. Ja, langweilig, ich weiß. Okay. Aber jetzt habe ich ein untergegangenes Bauwerk entdeckt, in dem offenbar noch die alten KI-Algorithmen laufen. Ich interessiere mich dafür aus rein wissenschaftlichen Gründen. Wenn Sie mir also bei der Bergung helfen, können Sie die verwertbaren Materialien gern behalten. Alles klar, da holt uns also das Spiel 2070 wieder ein, wie es aussieht. Und wir werden aber hier auch schon einen Cut machen, weil dieses Spiel kostet halt Zeit und es sind auch schon wieder 15 Minuten gleich vorbei. Und da danke ich doch schon mal wieder fürs Zusehen und ich hoffe, es ist alles gut besetzt und ich hoffe, das wird auch gut. Es sieht auch nice aus mit dem Logo hier. Ist das jetzt mein Commanderschiff? Ja, das ist mein Commanderschiff. Volle Kraft voraus. Volle Kraft voraus und würde ich mal sagen, volle Kraft voraus bis zur nächsten Folge bei Anno 2205. Bis dahin.